liebe Jünger, wie schön dürfen wir noch einmal zusammen das Abendmahl feiern, bevor ich leiden muss. Danke, Vater, für den Wein, für die Jünger. Danke für das Essen und das Trinken. Trinket alle aus dem Becher. Das soll ein Zeichen sein für mein Blut, das wird vergossen werden am Kreuz, dass eure Sünden vergeben werden sein. Danke, himmlischer Vater, für das Brot. Und das Brot soll ein Zeichen sein für meinen Körper, der gebrochen wird am Kreuz, dass eure Sünden vergeben sind. Ihr müsst wissen, dass hier am Tisch jemand sitzt, der mich verraten wird. Es ist so, dass ich sterben muss, aber am Verräter wird es nicht gut gehen. Nein, das kann doch nicht sein. Ich werde dich nie verraten. Jesus, ich liebe doch dich viel zu fest. Ich würde sogar mit dir ins Gefängnis gehen oder für dich sterben. Petrus, pass auf, was du sagst. Der Teufel ist hinter dir her und wird dir von Wahrheiten wegzubringen. Ich habe für dich gebetet und du kannst durch die Fehler ein Zeugnis sein für deine Freunde und Brüder. Nein, das könnte ich nie, Jesus. Ich könnte dich nie verraten. Ich liebe dich viel zu fest. Schau, Petrus, noch vor der Hahn kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. Was ist echt das? Ich habe einfach plötzlich das Gefühl, ich muss Jesus verraten, dass ich ein bisschen an Geld komme. Aber ich bin doch der Judas, ein Jünger von Jesus. Aber so viel Geld, das wäre eben schon noch cool. Vielleicht geben die Priester mir dann mega viel Geld. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Stadt und sage, wo Jesus zu finden ist. Hey, wäret ihr interessiert zu wissen, wo Jesus ist? Oh, das haben wir schon lange darauf gewartet, dass jemand kommt und uns das verratet. Wo ist er denn? Er ist im Garten Gethsemane, am Betten mit seinen Jüngern. Oh, das ist dann gut, dass wir jetzt wissen, wo der Jesus ist. Hier hast du ganz viele goldige Münzen für deine Belohnung, dass du das uns gesagt hast. Wir sind so glücklich darüber. Damit ihr wisst, wie Jesus aussieht, wird ihn zur Begrüßung küssen. Kommt ihr gerade mit in den Garten Gethsemane? Ja, wir kommen gerade mit. Liebe Jünger, betet weiter. Wer kommt denn da? Judas, willst du mich mit einem Kuss verraten? Jesus, soll mir dich verteidigen mit einem Schwert? Ich haue gerade am Diener das Ohr ab. Nein, hört auf, stopp! Schau, dein Ohr ist wieder ganz. Ich heile es im Namen vom Vater. Ihr kommt mit Schwertern und Knüppel. Bin ich der Verbrecher? Jeden Tag bin ich im Tempel, um Gott zu beten. Wieso habt ihr mich denn dort nicht verhaftet? Aber jetzt ist eure Zeit gekommen und die Macht vor Finsternis hat angefangen. Oh nein, sie verhaften Jesus. Ich, Petrus, gehe gescheiter da hinten ins Versteck, dass sie mich nicht auch noch verhaften. Oh nein, aber ich verfolge sie noch. Sie bringen ihn sicher zur Tempelwache und zum Priester. Ich gehe dort in den Hof. Wir gehen wärmen an ein Feuer. Du, ich bin eine Dienerin vom Priester. Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen bei den Jesus-Jüngern. Gell, du bist einer von denen? Nein, sicher nicht. Wie kommst du da drauf? Ich kenne Jesus nicht einmal. Du, ich bin eine Dienerin vom Tempel. Ich bin jeden Tag hier. Und ich glaube, ich habe dich schon mehr gesehen. Gell, du bist auch ein Jünger von Jesus.
Nein, ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ich kenne Jesus gar nicht. Du, jetzt musste ich gleich fragen. Ich bin eine Dienerin von der Tempelwache. Du, gell, du bist auch ein Jünger von Jesus. Hör auf! Ich kenne Jesus gar nicht. Oh nein, was habe ich schon mal gemacht? Ich habe Jesus verleugnet. Und er hat es mir noch gesagt, ich werde ihn verleugnen und 3-mal sagen, dass ich ihn nicht kenne. Es tut mir so leid. So, unsere Bütze ist erledigt. Endlich haben wir die Verbrecher aufgehängt. Hey, ich will das Kleid von Jesus. Willst es du auch? Ja, sicher, das ist cool. Hey, komm, wir würfeln drum. Hey, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch ab und hilf dir selber. Tu doch jetzt. Ein Wunder. Hey, hilf mir doch auch grad. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, unser Retter, dann hilf doch mir und uns allen zusammen auch grad. Hey, was sagst du da? Wir verdienen unsere Strafe. Er hat nichts Böses gemacht. Hey Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst, denk dann an mich. Ich verspreche dir, dass ich an dich werde denken. Noch heute wirst du im Paradies sein mit mir. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie machen. Vater, warum hast du mich verlassen? Hier ist mein Geist. Ich lege ihn in deine Hände. Wow, 3 Stunden Finsternis. Das muss wirklich Gottes Sohn sein. Liebe Johanna und Maria Magdalena, würdet ihr mir helfen, an Jesus ein schönes Begräbnis zu machen, bis er ihm würdig ist als König? Ich bin der Josef und ich gehöre auch zu den Ältesten der Gemeinde. Und ich habe den obersten Priester schon gefragt, ob wir das dürfen. Komm, wir wickeln ihn in Bänder ein und legen ihn ins Grab. Wir tun doch dann am Sonntag, am Morgen, ihn dann mit Öl einbalsamieren, weil es jetzt schon spät am Freitagabend ist. Und wir ja am Sabbat nicht arbeiten. Den schweren Stein müssen wir noch vorher schieben. Schaffen wir echt das? Ist das gut gegangen. Dann bis am Sonntag. Ich bin so froh, dürfen wir Jesus noch mit fein duftendem Öl einbalsamieren. Aber wie kommen wir echt, wenn der Stein weggerollt? Josef ist ja nicht dabei. Das Grab ist ja schon offen. Was ist denn da passiert? Was sucht ihr der Lebende bei den Toten? Er ist auferstanden, so wie er das euch gesagt hat beim Abendmahl. Nach einer kurzen Zeit Leiden wird er wieder auferstehen. Bringt die frohe Botschaft den Jüngern und erzählt es überall in der Stadt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Freude ist so gross. Er lebt. Lasst uns allen erzählen und lasst uns feiern.